chase me again. They are pushing me down. There's no way to escape. Und somit grüß dich bei The Elder Scrolls Skyrim in der Jubiläumsedition. Heute ist der 25.11. um 1:23 Uhr in der Nacht oder am Morgen, wie du das einmal sehen willst. Du kannst ruhig vormarschieren, Wahnsinniger. Ich bin da ein bisschen beschäftigt gerade. Die erste Episode, die ich moderiere, und gleich mal mit einer ziemlich tollen Nachricht. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich eigentlich gesagt habe, diesen Spielstand, dieses Let's Play machen wir ohne Mods, ohne irgendwas dazu, rein nur das Spiel an sich, mit all dem, was in der Anniversary Edition dabei ist. Ja, und wer es mitgekriegt hat, dieser eine kleine Patch, der kam, der war vielleicht 500 MB groß, hat ja einiges an Mods und Spielständen zerschossen, ja was weiß ich. Die Kontroverse ist groß mittlerweile, wie überall in der Spieleindustrie. Ich kenne mittlerweile wenige Entwicklerstudios, die es noch irgendwie grappelt kriegen. Also, ich würde jetzt nicht lang in Arien und Orgien ausbrechen, austrudeln. Aber es ist mittlerweile zum Kotzen. Genau. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es ist zum Speiberln. Gut. Da. Ja, okay, wenn da man den Charakter sehen tät. Ja, was soll das sagen? Und jetzt du auch sehen, wie es am seine Zechernagerler streuselt und bräuselt. Gut. Was machen wir? Wir haben ja da unten ein Ziel. Mädchen, das freut mich, dass du springen kannst. Jawohl. Wir sind hier. Hier ist Helgen. Und da ist Flusswald. Okay, sehr schön. Also wie du siehst, die Karte ist uns eh allen bekannt. Skyrim an sich ist ein jedem bekannt. Ist auch eines meiner favorisierten Spiele. Inklusive der Fallout-Reihe. Nur hilft ja nichts, wenn auch selbst dieser Entwickler mittlerweile, wie soll ich das jetzt am blödesten sagen? Etappenweise wundert es mich ja in der Videospielindustrie noch, dass die früh am Morgen überhaupt noch gerade über die Straßen gehen können. Objekte, Waffen, wir nehmen. So. Wer bist du? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ein Hundi! Ach schön. Da muss ich wieder reinkommen. Ja, ich hab Keine Spur von ihnen. viel zu viel Generation Zero gespielt. Ich gebe es ja zu. Wenn du es nämlich schaffst, in ein paar 14 Tagen trotz Frühschicht und Nachmittagsschicht über 1000 Minuten zusammenzukriegen, weil dann kennst du eh schon, wie viel ich gespielt habe. Helgen, Flusswald, Falkencrest, ja. Genau, wir müssen ja später auch noch Falkencrest zu dieser alten, unsympathischen Oma, die es da in der Serie gegeben hat. Ah, herrlich. Wie du es hörst. Warte mal ganz kurz. Wie ist denn das gegangen? Ja. Das ist unser verstört.
Okay. Irgendwas hat's da. Ja. Aber wann hat's in solchen Spielen nix? Wir könnten es ja so spielen, war da das lieber? Ist ja langweilig, oder? Gut. Ja, es ist momentan ein bisschen verhext bei mir. Da ich nämlich nicht weiß, welche Probleme und Fehler mein System daheim alles hat. Ja. Der Diebesstein. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen okay. Was haben wir da? Der Magier. Ja, du lernst Magier sein 20% schneller. Und das müsste der Kämpfer, der Krieger. Ja, nehmen wir. Wir sind gesegnet durch Aragosch. Mhm. Auf gut steirisch, halt dein Gosch. Genau. Drum, mir wundert es was nicht, wenn du da im Amerikanischen oder im Englischen immer hörst, oh my gosh. Das hört sich für mich als Steirer, der im Dialekt redet, so eher an wie, hörst halt die Goschen. Gut. Aus. Ja. Aber es ist schön, wieder mal in Skyrim herumzuspazieren. Ich habe es jetzt lange Zeit liegen lassen, ich habe sogar schon mal Let's Play gemacht. Aber ich bin halt mittlerweile ein Mensch, wenn ich mit was unzufrieden bin, dann wird das gelöscht. Oder mache ich nicht mehr weiter. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ihr hättet nie herkommen sollen. Einen guten Rat, Frau. Leg dich nie mit jemandem an, den du nicht kennst. Du weißt nie, ob du mit dem Gesicht im Dreck liegst. Genau. Den Fittrich nehmen wir mit, die Guten nehmen wir mit. So. Ich muss mir erst ich muss mich erst mit dieser komischen Steuerung auseinandersetzen. Ich hab ab so scheiße Loot, keine Ahnung mehr. Aha. Also sollte... Hui! Ja, cool. Ja, das gefällt mir. Schau. Ja, wir müssen schon wegkramen, auch du. In jedem anderen Rollenspiel müssen wir die kompletten Fallout-Sachen wegrahmen. Die kaputten Sachen durch Atomwaffen. Also bitte. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Du warst so ein guter Schubkahn. Ich werde dich vermissen. Will man in der Glutsplittermine auf... Glutsplitter? Blutschglitter? Ja, was weiß ich, wie die heißt. Keine Ahnung. Lass mich doch. So. Ich weiß nicht warum. Irgendwas passt da nicht. Ich muss das, ja. Du, ich habe jetzt müssen schon wieder einen Schnitt machen, weil ich nämlich schon wieder im Steam-Menü drinnen war. Frag mich bitte nicht, was hier vor sich geht. Es tun sich ja glatt Mysterien auf. Ja? Hui! Hey, können wir den mitnehmen? Warte mal. Ja. Haha! Müsste eigentlich schon was Besseres einfallen lassen. Keine Angst, dass hier jemand reinkommt? Der Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Ja, es hilft aber nichts, wenn der, den ihr da draußen habt, der Wache schiebt, schon längst den Kopf in den Sand gesteckt hat. Also Burschen, es müsst euch eure Taktiken... Außerdem noch unsere Felsenfalle. No, Also hört auf, euch Sorgen zu machen. Ist da jemand?
Ist da jemand? Wir sind nicht bei Licht ins Dunkel. Es zecken. Wisst ihr was? Hier laufen. Ich steche euch in den Kopf. Man kann nicht 20 Minuten im Spiel drin und... Nein! Au! Au! Schau! Kruzifix! Hallo? Scheiße, das fängt ja schon gut an. Goldschaufel, da können wir sicher irgendein Leichhaus graben, wenn wir bei Lust und Laune sind. 6 Kilo, was das können wir noch mitnehmen, die haben wir. Bötzstiefel, leichte Rüstung, das fühlt sich immer geil an. Da müssen wir gerade aufpassen, dass unser Mädel nicht gamprig wird dabei, also geil, Nordmed. Da kann sie sich gleich aussaufen, wenn sie jetzt blöd wird. Ja, passt. Aus. So. Die Fackel nehmen wir mit. Wir brauchen halt eigentlich einen Fackelhalter. Wo ist denn einer? Hä? Haben wir keinen. Gut. Oh Gott. Bücher in Skyrim. Weißt du was, wir nehmen einfach mit, was wir kennen, oder? Die lassen mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften. Aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel. Ich habe ihnen schon so oft gesagt, dass sie die einsturzgefährdeten Tunnelabschnitte mit ein paar zusätzlichen Stützen absichern sollten. Wenn wir doch nur mehr von diesen Holzbalken hätten, die wir mit Bronzefassungen verstärkt haben. Also ehrlich, wenn ich noch ein einziges Mal höre, wie sich die Erde über meinen Kopf rührt, kriege ich solche Angstzustände, dass ich vielleicht sogar endgültig mit dem Trinken aufhöre. Ich meine, was ist ein Nord schon ohne seinen Met? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Den ganzen Schwagel, Bagel, Kragel. Ah ja, gell, falls du es noch nicht weißt, gell, und du bist neu auf meinem Kanal, es dauert so lange, wie es dauert. Ja, genau. Kurz und schmerzlos. Hui! Oh. Jetzt siehst du gleich einen richtigen Eisenerzschürfer. Wir werden so schnell überladen sein, dass du gleich anschaust erst. Na bitte, diese Eisenerzader ist erschöpft. Topf ist leer. Ah ja, unser Charakter heißt Quintessa. Warum? Ich weiß es nicht. Zu der Zeit, wo ich das installiert habe, habe ich mir kurz zuvor Dingens angeschaut. Transformers 5. Der letzte Ritter. Wie gut, dass der die Quintessa heißt, der Quintessa, also darf es nicht Quintessa heißen, ne? Oh, ja. Nehmen wir mit. Mal mit. Warte mal. Da war ja irgendwas. Wo ist denn der Hebel für diese Brücke? Warte mal, machen wir es anders. Du sollst ja auch was davon haben, denn du siehst, wie ich da blöd herum tue, weil wieder irgendein Hebel nicht finde, irgendein Schalter, was weiß der Kuckuck. Die Brücke muss ja runtergehen für normal. Ja, irgendwas hat's da. Ich weiß aber nicht was. Achso.
Ich weiß nicht warum man das Programm immer wieder aushupft. Ich kapier's nicht. Wurscht, ich werde später dann noch was anderes probieren. Ich habe mehrere Möglichkeiten mittlerweile und verzeiht mir diese 3-4 Schnitt, die da halt in der Serie oder in der Episode sind. Ich will es hier schnell beenden. Warum ist sie toll? Ja, Spiel. Jetzt überdramatisieren nicht so, das sind ja nur Banditen gewesen. Gut, über die Brücke hinüber. Warte mal. Ah, na. Nein. Nein. So. Objekte. Bücher. Das Blut vom Drachenblut. Ja, ja. Hä? Schau. Ja, sag einmal. Ach so, okay. Hellsehen. Zerblättertes Tagebuch, das haben wir schon. Es nervt mittlerweile ein bisschen. Das ist das 4. Mal. Ich weiß nicht, warum mir das Spiel permanent auf die Hauptseiten oder auf die Steam-Seiten springt. Frag mich bitte was Leichteres. Ihr habt euch eine schlechte Zeit verlassen. Au! Ich habe mir die beste Zeit ausgesucht. Es ist mitten in der Nacht bei mir. Ich weiß nicht, wie spät das da ist. Warte mal, wir gehen da nochmal zurück. Ist egal. Ich werde da jetzt einen kleinen Speicherpunkt setzen. Und werde was probieren. Hartstein. Holzstab der Züchtigung. Oh, wir werden gezüchtigt. Geil. Naja gut, die einen kriegen's, die anderen nicht, gell? Das ist halt immer eine Frage des Geschmacks. Der eine will, der andere nicht. Gut, wir machen es jetzt so. Ich sperre uns da jetzt ein. Haha. Und wir sehen uns... Ja, eigentlich gleich wieder. Ich werde das, was ich neu probiere, hinten anschneiden, gell? Also dann, Baba dabei. So, da, kriegst du zurück bei Skyrim. Es ist nun einen Abend später. Muss ich nur schauen, ob die Einstellungen so übernommen worden sind. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. So, damit du ein bisschen Motion Sickness kriegst, reiß ich da jetzt einfach mal dumm, gell? Warte mal kurz. Passt, nehmen wir alles mit. Was ist da drinnen? Drachenbaum. Oh, 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 oh. Und zwar, etappenweise hilft nichts. Wenn du glaubst, du kennst die wo aus, du die Einstellungen überprüft hast und du dann aber trotzdem Scheiße gebaut hast. Und zwar, das Aufnahmeprogramm habe ich auf Vollbild gestellt, gell? Dass man das volle Bild aufnimmt. Aber die Einstellungen für den Mauscursor, die waren auf 1280. Ja. Jetzt ist das Bild immer, wenn ich zu viel mit der Maus overgegangen bin, beziehungsweise hat das Spiel glaubt, ich steige aus. Ja. Oder das Aufnahmeprogramm. Mehr ist nicht passiert.
Schauen wir mal, ob die Einstellungen jetzt wenigstens halten, was versprechen, gell? Ah ja, den Banditen, den haben wir ja gestern noch, kurz bevor ich dann mich verabschiedet habe, haben wir ja Dingens gemacht. Wir haben ihn schlafen gelegt, wie ein Kleinkind. So, was ist da herinnen? Braucht man einen Eimer? Glaube ich noch nicht. Bitteschön. Quintessa ist eigentlich der falsche Name. Ich hätte so in Schürflinde taufen. Oder die Eisenerze Agatha. Ja, was weiß ich. So irgendwas in die Richtung. Oh! Kuckuck! Der will haue. Jo. Wenn ich da zu dir hergehe, brauchst du nicht auf der anderen Seite. Ich sag das. Also Anzeige auf diese Banditen ist auch kein Verlass mehr. Komm her da. Ich reiße euch das Herz raus! Nur das Herz, ich glaube die Nieren auch. Die brauche ich eh nicht. Oh. Herrlich. Was haben wir da alles? An Dietrich, Gold, den Rest brauchen wir nicht. Gold. Ja natürlich, aussaufen müssen wir uns schon. Der Untergang der Videospielindustrie. Das könnte eigentlich ein Motto sein fürs nächste Jahr. Mal schauen, ob es so beschissen weitergeht. Alles, was sie anpackten. Hui! Mit Geld spielt man nicht, das steckt man ein, gell? Cool. Was haben wir stehen geblieben? Genau, wir wollten ja da oben gehen. Ich bemühe mich, so politisch korrekt zu sein wie möglich, gell? Nehmen wir mit. Ich nehme meinen Hammer mit. Das Eisensterz nehmen wir mit. Sehr gut. Sehr gut. Warte mal. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Yippie! Ich hab's geschafft. Mei, bin ich gut. Das halte ich heute nicht aus. Ehrlich. In der Schmiede. Bla bla bla. Abenteurer-Rucksack. Die Tragfähigkeit wird um 75 Punkte erhöht. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Mit Schlafsack. Cool. Und was brauche ich da dazu? Oh Gott, da brauche ich einen Korundumban. Na gut. Ja. Diebesrucksack. Trag. Oh. 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 Okay. Hochwertiger Lederrucksack. Oh, oh. Bögen. Naja, ich hätte gesagt, dann werden wir uns im Spiel mit einigen beschäftigen müssen. Was ist eine Packtasche? Wie geil. Also Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ja gut, gibt's auch, aber das ist wieder eine andere Geschichte, gell? Okay, ich hoffe, die kommentierten Kommentare verbessern sich noch im Laufe der Zeit. Weil das kann ja kein Schwein anhören.
eigentlich hätten wir nicht ein Level Up oder eine neue Stufe zum Aussuchen. Was das machen wir nachher. Jetzt werden wir uns da einfach einmal bedienen, gell? Verkohltes Skäfer, irgendwas. Ein Eisendolch nehmen wir mit. Falls wir später auf die glorreiche Idee kommen würden, dass wir uns wie ein Sittenstrolch nach vorne begeben. Also Susi und Strolchi für Weicheier oder für Arme, gell? Wurscht, aus! Wenn so ein Scheiß. Das war's. Anscheinend, warte mal, ich schau mal kurz auf die Karte. Abgeschlossen. Cool. Himmelsrand, das ist ja allerhand. Sehr geil. Oh ja, ist auch wieder mal was Schönes in Skyrim herumlaufen. Aber auch und ehrlich gesagt, der größere Knaller kommt für mich erst. Hihi. Wenn sicher was gekostet machen. Oh. Wo bin ich? Wenn ich doch nur wüsst, wo ich hätte hingemüsst. Rief ich mir, da griff ich mir vor Schreck auf die Brust. Aus! Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Was sind wir da bitte? Ah! Ach so, von der Seite sind wir gekommen. Okay. Auch in ordnungsintelligenterweise. Was haben wir denn da drinnen? Normalerweise versteckt sich da auch immer irgendwas. Flusswald entdeckt. Uiuiuiui. Es ist und bleibt halt noch immer ein schönes Spiel, gell? Warte mal, können wir da nicht irgendwie warten? Neue Stufe. Wenn du eine Stufe aussteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Gesundheit oder Ausdauer? Was? Wir nehmen jetzt mal die Gesundheit. Ah, ich hab schon was gefunden, was ich will. Hihi. Aha! Na, warte mal, abbrechen. Wenn's was mit Dings gewesen war, mit blöden Sprüchen und ja, dann hätte ich gesagt, das machen wir auch noch. Aber jetzt schauen wir mal noch was anderes. Leichte Rüstung. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Sie hat einen Drachen gesehen. Das ist aber... Das sind aber Theorien aller Verschwörungsdingensbums. Ich hab keinen Drachen gesehen. Naja, wahrscheinlich war es mein Kakerlaken, die ich von daheim mitgenommen habe, weil ich nämlich in Fallout gestohlen habe. Aus! Warte mal.
Nö. Ach ja. Ich will wieder was sagen, gell? Der Arsch einer Kuh. Dass du das gleich weißt, gell? Weil wenn heutzutage schon jeder schlechte Laune hat, dann wieder die schlechte Laune... noch näher bringen. Machen wir so. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Eisenkriegsaxt, den nehmen wir eigentlich, gell? Ja. Sehr gut. Dann hätten wir den Quagel. Was gibt's denn eigentlich an Rüstung? Also das haben wir schon alles durchgeschaut soweit, gell? Genau. Aber wo krieg ich den Schaß her? Weiß ich gar nicht mehr. Korundumbahn. Blitzpfeil. Salz der Leere. Feuerholz. Da gibt's so viel. Das 3/4 weiß ich nicht einmal. Na gut. Erbgestell. Bärenpelz, Lederstreifen. Was das lassen wir also einmal so. Da kann ich nichts machen dabei. Das ist auch in Ordnung für mich. Ja, wenn das Spiel sagt, ich darf da nichts machen, dann mache ich da nichts. Was das, wir könnten nur einmal mit der Hildegard reden. Habt ihr bei Shaw? Was wollt ihr? Ihr müsst meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Bist du deppert? Alter, Hände so groß wie... Sven hat die Stimme einer Schneelerche. Das einzig Gute, das sein Vater ihm hinterlassen hat. Der Alter, wo hat denn der eingegriffen? Hände so groß wie Klotecke. Ein Junge Bist du schwärmt für deppert? diese Camilla Valerius. Sie wird es sich schon noch überlegen. Ja, die Camilla muss auch eine festgeile Sau sein, wenn die so... Wenn er sie so... glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Das hast du ihm Ihr erklärt. sieht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ihr und Fendal mögt dieselbe Frau? Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Hast du vielleicht einmal drüber nachgedacht? Vielleicht, er ist ein Elf, ne? Vielleicht hat sie ihm ja wegen seine Ohrwascheln gern. Ich mein, es gibt Menschen, die mengen Spock in Vulkan ja auch wegen seine Ohrwascheln. Man weiß es nie genau. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun? Ja, ohne dass zwei Menschen Zeit miteinander verbringen, erblieben nie zarte Liebesgefühle. Genau. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgnar gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Aha. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist er auch der bessere Knatterist. Man weiß es nie. In der Liebesbüchse der Pandora. In den Bettlaken der Zunft. Von Elfen. Wieso? Komisch. Den? Ja. Au! Ja.
Was hab ich in der Dieser er... Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendal nie wieder ein Wort wechseln wird. Ja, bla bla bla. Doch mir wurscht. Hallo Huhn. Was? Vielleicht? Warte mal ganz kurz. Magie. Was gibt's denn Magisches? Wiederherstellung. Heilung. Ui, 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 ui. Ah, Schurkenpack. Warte mal. Objekte. Waffen. Ja, und wieso lässt du die Magie nicht auf der rechten Hand, du Hirnnäsel? Aha. Also wenn ich mich heilen will, kann ich das gar nicht nutzen so. Na gut, muss man mal anschauen in aller Herrgottsruhe. Aber wo ist jetzt unser Schubkorn, der geile auf? Da ist er. Ich hab mich gerade verliebt. Na komm her. Yippie! Das Schubkarren Let's Play. Voll geil. Sag mal schon wieder. Ich muss mir erst spülen mit den Schars. Ich weiß ja nicht mehr, wie das da funktionieren soll. Jetzt haben wir mal die Waffen weg. Genau. Ihr Hallo, solltet Huhn. einmal in den schlafenden Riesen kommen, um mich spielen zu hören. Für eine geringe Summe dürft ihr euch sogar das Lied aussuchen. Aha. Nö, danke. Die Priscilla in Witcher 3, die spielt das gratis, was ich will. Haha. Ja gut, man, es ist wohl bekannt, gell. The Witcher 3, Geralt von Riva. Das ist der Experte im extremst Rammeln, ne? Da scheue ich mir ja den Peterwund, ein Zitat von Sheriff Nottingham aus Helden in Strumpfhosen, wenn ich das einmal so loswerden darf. Aus! Ich drehe bloß für Scheiße, ja? Wurscht. Der war schon so ernst. Albert, du geile Nudel, du! Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Was denkt ihr über den Krieg? Möchte mein Pferd mit einer Rüstung? Ich habe da nicht einmal ein Pferd, Herr Stepper. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Natürlich, nehmt euch, was ihr braucht. Das ist ein sehr zuvorkommender Mensch. Dietrich. Eisenbahn. Fertigt. Steigert die Fertigkeit schwere Rüstung um 12 Punkte. Psi. Also, sollte er mich jetzt verprügeln, weil ich was Falsches genommen hab,
bitte nicht böse sein. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Alle Soldaten verfügbar. Na, das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, das klingt natürlich sehr. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Frage, welche Zeiten sind nicht gefährlich? Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Entschuldigung, wer ist Elisif? Ah, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. No Mädchen, geh Nase putzen. Da hängt der Rommel. Ja, der Nasenrommel. Ich weiß zwar nicht, welchen Rommel, das du jetzt gemeint hast, aber da, ein schwarzer Punkt, wird das da wegwischen. Das schaut ziemlich bescheuert aus. Und noch dazu kommst du bald ins Fernsehen. Aus. Was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmoor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Na gut, warum dürfen die Talmoor die Anbeter von Talos verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmoor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Als er noch ein Junge war. Lang ist's her. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ich verfüge über das nötige Geschick nach gestrig Abend, Alkohol und Fick. Genau, aus. Was haben wir noch? Passt. Nun, ich sollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Aber lasst euch von mir nicht stören, ihr beiden. Fühlt euch wie zu Hause. Danke, Meister. Schwupps, weg ist er. Was machst du? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Wer waren die anderen? Ja, Mann, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Wer waren die Ich anderen? würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Wer waren die anderen Gefangenen?
Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Der Sturmulf? Na bitte, ist der irgendwie ein Verräter? Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Wie habt ihr Ulfric gefangen? Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen. Aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben. So viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Aha, in die Falle geritten. Na, welch geile Sitten. Warum ist die Anbetung von Talos verboten? In Talos Principle geht's, da stellt uns der Talos sogar Folgen auf. Ach Gott. Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache. Aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Unter den Tisch fallen? Na bitte gar nicht, unter den Tisch muss er dreckig sein wie Sau eigentlich, oder? Ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrics Hinrichtung angreift. Okay, ich würde sagen, wir sind da fertig. Seid vorsichtig auf dem Weg nach Einsamkeit. Die verdammten Sturmmäntel könnten überall sein. Junge, du würdest Faltenbeton brauchen. Schau dir mal die Furchen an, was er da hat. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Hui! Bin ich leicht so hässlich, weil du daher teleportieren musst. Oh Gott. Weißlauf für den Ehrenmann. Weißlauf und seine Frauen von Michael dem Barden. Oh Gott. Tja, gehen wir so. Willkommen, der Herr, zu diesem unentbehrlichen Führer. Auf diesen Seiten werde ich, Ihr entgebenster Autor und Führer, Ihnen die großartige Stadt Weißlauf näherbringen. Das Juwel des Nordens. Weißlauf bietet einem Mann auf der Suche nach Abenteuern, Reichtum und Geselligkeit viele Attraktionen, ganz gleich, ob nur für eine Nacht oder für ein ganzes Leben. Die Stadt hat nicht nur eine, sondern 2 lohnenswerte Tavernen zu bieten und Mädchen und Damen gibt es hier in Hülle und Fülle. Die Stadt liegt im Herzen von Himmelsrand, was den Vorteil hat, dass man überall schnell hinkommt. Hoch oben auf der Spitze eines felsigen Bergs gelegen, überragt Weißlauf die umliegenden grasbedeckten Ebenen. Hohe Holzzäune schützen ihre Bewohner vor Wölfen, Mammuts, Banditen, anderen Gefahren, die außerhalb der Stadt lauern. Wenn ihr die Stadt durch das Haupttor betretet, landet ihr im Tieflandbezirk. Er wird so genannt, weil er der am niedrigsten gelegene der 3 Stadtbezirke ist. Aber hier befindet sich die beflaggte Meere. Keine Ahnung.
die für mich zu den wunderbarsten Tavernen in ganz Himmelsrand zählt. Das Interieur ist ziemlich anziehend, wenn man einen geübten Blick für das schönere Geschlecht hat. Natürlich, wenn man selber ausschaut wie ein Brunstpapier, ja, dann schaut die Sache wieder anders aus, ne? Da musst du noch den Spruch gehen. Hinter der Bar steht ein kräftiges Mädel namens Hulda, Fulda, Hulda, Hulda. Lasst euch durch das kühle nordische Äußere nicht täuschen. Sie ist von der gleichen feurigen Leidenschaft besessen, die alle Nordfrauen so verzweifelt zu verstecken versuchen. Sadia, die Kellnerin, ist eine exotische, rotwartonische Schönheit. Sie ist sehr geheimnisvoll und euer ergebenster Autor ist wild entschlossen, ihr ihre Geheimnisse zu entlocken. Vor der beflaggten Meere liegt ein kleiner Marktplatz und hier ist der Ort, an dem ich die wahre Liebe gefunden habe, obwohl ich nie einen anderen Jagdhund von der Jagd abhalten würde. Denn warum sollte ich sonst diese Bände schreiben, wenn es mir nicht darum ginge, gerade in dieser Hinsicht meinen Ratschlag anzubieten? Aha, er muss ein sehr eitler Mensch sein oder sehr selbstbewusst, ne? Muss ich euch bitten, mir diesen einen Gefallen zu tun. Sie heißt Carlotta Valentia und ist eine umwerfende Schönheit, die sich tagsüber ihr karges Einkommen mit dem Verkauf von Brot, Obst und Gemüse verdient. Bei den Göttern eines Tages wird diese temperamentvolle Schönheit meins sein. Ja, so kommt es natürlich zu ihrer Azubi. Und natürlich finden sich auch andere Dienstleistungen im Tieflandbezirk. Ja, Tiefland, Rotland, Dienstleistungen, ja, da lässt es geil knattern. Beletors Gemischtwarenladen bietet dem abenteuerlustigen Reisenden Kleidung verschiedener Art und Arcadias Kupferkessel hat alle Mittel und Kräuter im Angebot, die man in einem Trankmischerladen erwartet. Arcadia selbst ist eine liebenswürdige Person. Ich besuche sie oft, um ein wenig zu schwatzen, da sie auch eine kaiserliche fernab der Heimat ist. Sie ist jedoch etwas zu alt für meinen Geschmack. Ein Gentleman reiferen Alters könnte in ihr eine würdige Gefährtin finden. Ich weiß nicht, auf Steirisch statt man sagen, bei einer Alten bist gut gehalten. Ja, naja. Solltet ihr eure Klinge schärfen oder eure Rüstung ausbessern lassen wollen, bietet die Kriegsjungfer Schmiededienste ganz in der Nähe des Haupttores an. Die Schmiedin ist eine hübsche Nord namens Adrienne Abeniki. Sie ist jedoch mit einem großen, brutalen Kerl namens Ulfbert Kriegsbär verheiratet. Und bitte gosh, jetzt haben wir es benannt. Adriane ist ziemlich hübsch, aber ich würde nur ungern mit der scharfen Schneide der Kriegsaxt ihres Mannes Bekanntschaft machen wollen. Wenn verheiratete Damen eure Lieblingsbeute sind, dann nur zu. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. In der Nähe der Schmiede befindet sich der trunkene Jägersmann. Hier treffen sich die etwas betuchteren Gentlemen, um gemeinsam ein Glas zu heben und Gerüchte aus aller Welt auszutauschen. Wenn ihr auf eine etwas gepflegtere Gesellschaft Wert legt, während ihr euren guten Wein genießt, werdet ihr euch hier zu Hause fühlen. Über den Windbezirk habe ich nur wenig zu sagen. Die meisten Gebäude auf der zweiten Ebene der Stadt sind Wohnhäuser. Obwohl es auch einen Tempel von Kynareth und Jorvaskr gibt und die Methalle der Gefährten sich hier befindet. In der Methalle gibt es ein paar faszinierende Aussichten, falls ihr starke und furchtlose Kriegerinnen bevorzugt. Beim Tempel werdet ihr jedoch nur wenig Beute finden. Die Priesterin Danica Reine Quelle interessiert sich fast ausschließlich für spirituelle Belange. Als letztes kommen wir nun zum Wolkenbezirk, dem Sitz des Jarl-Schlosses. Ich hatte einige lustige Abenteuer innerhalb der Mauern von Drachenfeste, das kann ich euch sagen. Die Serviermädchen lassen sich leicht von einem wortgewandten Kaiserlichen beeindrucken. Schließlich sind die Nächte in Himmelsrand ziemlich kalt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, natürlich, in einer feuchten, warmen Grotten ist es natürlich gemütlicher als wie draußen an der frischen Luft im Winter, ne? Ja, klar. Und ich möchte nicht leugnen, dass ich ein- oder zweimal das Stadtgefängnis von innen gesehen habe, das sich in den unteren Ebenen des Palastes befindet.
versucht dem Jarl und seinem Hofstaat tunlichst aus dem Weg zu gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie weder Spaß verstehen, noch die kaiserliche Kultur wertschätzen. Abgesehen davon sind alle reiche Männer und damit eure größte Konkurrenz. Ja, reich bin ich ja an blöden Sprüchen, also da hebt das eine das andere wieder aus. Die Nord sind im Grunde einfache Leute und lassen sich nur zu leicht von edler Kleidung und einem Geldbeutel voller Septime beeinflussen. Nun möchte ich dieses Werk beenden und euch viel Erfolg bei der Jagd nach Frauen und Wein wünschen. Den Wein kriege ich überall. Nehmt euch einen Moment in euren Schwelgereien und denkt an mich, euren ergebensten Autor und die Risiken, die ich eingegangen bin, um euch diesen höchst ausführlichen Bericht zu liefern, der alle Dinge von Interesse für den anspruchsvollen Gentleman in der großartigen Stadt Weißlauf abdeckt. Ach, aber ich werde überhaupt nicht lügen und behaupten, dass es nur beschwerlich war. Wer möchte denn allein in einem kalten und harten Land wie diesem schlafen? Ich nicht. So. Wir sind fertig mit dem Buch und das hat jetzt überhaupt nicht lang gedauert. Ja, aus. Anglerstiefel braucht man nicht. Gut, wir werden da... Was ist denn da unten überhaupt? Fühlt euch wie zu Hause. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvo. Folgt einfach der Straße nach Norden, biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Also Habt ihr gut. wirklich einen Drachen gesehen? Ihr braucht etwas? Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Was braucht ihr? Da liegt der Hund. Gut, aus, bevor ich in Blödsinn verfall. Ja. Wir werden das Ganze jetzt da beenden. Und was gebe ich denn eigentlich als Abschluss für einen Anblick, damit ihr schöne Träume habt? Wortwörtlich. Einen schlafenden Alvor. Nö, mit den kann ich nicht wegschicken. Er hat so geil lustvolle Augen. Gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Skyrim und dann werden wir uns auf den Weg machen in Richtung Durchlauf, Auslauf, Einlauf, Weißlauf. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ach, ist das ein schönes Tier, ha? Wenn es da so kraftvoll... Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja, und mit dem Spruch führt die Papa. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück.